Weihnachten zusammen. Kaum ist das Fest angebrochen, habe ich schon wieder ein wichtiges Thema. Deutscher Bischof kämpft gegen den Weihnachtsmann. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn da los? Was ist das für ein, habe ich mir gedacht. Das ist der Bischof Marx. Das ist der Bischof Marx, Erzbischof Marx aus München. Ich meine, was hat er jetzt vor, kämpft gegen den Weihnachtsmann? Geht er jetzt los mit dem Bischofsstab und will ihm die Hucke vollhauen? Oder was hat er vor? Man weiß es nicht. Also ich überlege mir, ich an seiner Stelle, ich hätte schon Respekt vor dem Weihnachtsmann. Ne? Ich meine, so ein Weihnachtsmann, das ist ein durchtrainierter Mann. Überlegst du das? Ja, ne? Lieber Junge, lieber Bischof Marx, pass nur auf, dass er den Finger nicht verbrennt an dem Weihnachtsmann. Das ist auch keine Lusche. Das ist ein ganz harter Vogel, der Weihnachtsmann. Ne? Das ist klar. Das ganze Jahr lang ist dieser Mann am Nordpol beschäftigt. Der muss da Gnomen beaufsichtigen. Da werden Geschenke gebastelt, die dollsten Sachen, Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Puppen, also Dinger, ne? Der ist ja, von wann ernährt sich da der Weihnachtsmann? Die Zuckerstange sind für die Kinder, ne? Ich nehme an, der hätte da so eine, da wird Robbenfleisch gegessen und rohe Fisch und so Sachen und Tran getrunken, ne? Und einmal im Jahr, da zieht er sich das rot-weiße Jäckchen an, steigt in den Schlitten und da schafft er es in einer Nacht, alle Kinder dieser Welt zu beschenken. Da muss ihm erstmal einer nachmachen. Da ist ja selbst der Supermann in der Luftpumpe. Ja, und da kommt hier der Bischof Marx aus München und sagt, jetzt kämpfe ich mal gegen den Weihnachtsmann. Ja, ich glaube, der hätte sie nicht mehr. Ich meine, ist klar, da könnte dann hier so ein Bischof Marx, was mäht er den ganzen Tag, so ein Bischof Marx? Ja, der steht morgens auf, die bleichen Füße, rennen die Socken. Dann runter die Treppe runter, da ist das Frühstück schon parat, ham, lecker Frühstück. Dann geht er weiter, noch was Treppchen runter, noch mal eine Etage, ein bisschen Zeitung lesen, ne? Fährt der Waren vor, dann geht er mal kurz hier vorbeigucken in die Kirche, da wird er kurz hier 3 Kerzen angezündet, 2-mal Hosianna, raus da, Termin im Krankenhaus, die Siechenden beguckt, ne? Alles klar, kurze Segnung, raus, ne? Da ist schon die Mittagsmüdigkeit, was da, gibt er eine kleine Stärkung in der angolanischen Botschaft, da wird dann kurz was Afrikanisches schnabuliert und über den Neubau einer Kirche gesprochen. Und dann ist der Mann bereit, ne? Dann schnappt er sich der Bischofsstab und dann ist es klar, jetzt wird der Weihnachtsmann verdroschen. Ne? Und dann raschelt im Kamin der Marx in seiner lauer Position hinter dem Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsmann rutscht ganz langsam durch den Kamin, könnt an, Marx springt raus mit einem gellenden Kampfschrei, Halleluja! Rennt er mit dem Bischofsstab, schlägt auf den Weihnachtsmann ein, drischt auf den ein, die erste Weihrauchgranate in den Mann, der kriegt kaum noch Luft an der Erde, lässt alles von sich, den Sack, alles los, bittet um Gnade, wimmert und fleht und der Marx drischt auf ihn ein. Du kapitalistische, imperialistische Drecksau, du Ausgeburt der roten Zuckerhölle. Jetzt geht zum Teufel, ne? Ich hol Weihnachten zurück für die Christenheit, für den heiligen Nikolaus und drischt auf den ein. Und wie ihm dann die Mütze vom Kopf reißt, was muss er sehen? Dann ist ja der Reinhold Messner. Jetzt hat der Junge noch mit dem Gitti Stress. Frohes Fest.